darf ich ganz herzlich begrüßen für die Mission vom de Clerver Kanton. Wir senden Haut aus der Gemeinde Wünscher am nordwestlichen Teil vom Clerver Kanton. Wünscher ist die flächenmäßig größte Gemeinde aus dem Land, zählt 27 Dörfer insgesamt, auf einer Fläche von 113 km², hier leben 4700 Einwohner. Wir stehen heute am Lillier Gard. Lilien ist ein Dorf, das zwischen Dänien und Beien bei Klärefleit nicht zu verwechseln mit Lelgen aus dem schönen Kiesbild. Der Lillier Gard ist eine Société Kooperative, eine Genossenschaft, also, die sich unterschiedliche Menschen kümmert, die hier einen stablen Arbeitsplatz von tun. Wir dabei Autonomie, Bildung, Wertschätzung a Aspekte, dat sinn am Fogel Kehrwieder, die hai am Mittelpunkt vun den diversen Aktivitäten an Erbechten stinn. Für méno op d'Aktivitäten vum Lillier Gard vum Park Sinnesreich anzugoen, werd lo an engem Interview den Adrian Wutters sech ënnerhalen mat der Responsabler vum Lillier Gard, der Madame Elisabeth Fretz. Niwen ma hunn ich Madame Fretz, sie ist responsabel vum Park Sinnesreich. Und ich wollte mal wissen, wie Hai ein Stern ist am Lillier Gard. Was kannst du erzählen? Den Lillier Gard ist 1991 entstanden und es handelt sich um ein Kooperativ. Und funktioniert zur Form von einem Atelier protégé. Heutzutage zählt Lillier Gard verschiedene Aktivitätsbereiche, darunter eine Gärtnerei, der Park Sinnesreich, der Bistro Sinnesreich, der Kreativatelier, die Wäscherei, die Bootsequipe und ein Sous-Traitance-Atelier. Die hat doloriert von dem Atelier protégé. Was bedeutet das? Was kann ich mir darüber vorstellen? Ein Atelier protégé bietet Arbeitsplätze an, deren Aufbau und Funktionament und die spezifisch Besoin an Individualfähigkeiten und Personen angepasst sind, die als Arbeiter mit einer Behinderung anerkannt sind. Das heißt, an einem Atelier protégé von den Menschen mit einer Behinderung eine sinnvolle Arbeit, die hier Fähigkeiten fördern, sowohl Individualfähigkeiten wie auch Professionalfähigkeiten. Und die Arbeitsplätze sind auch auf ihre spezifische Besoin angepasst. Wir sind hier auch an dir seid du responsabel am Park Sinnesreich. Da sind ja eine ganze Partie Aktivitäten, die dort mit sich bringen. Was könnt ihr dazu sagen? Ja. Der Park Sinnesreich besteht aus 5 verschiedenen Bereichen. Darunter ein Matmachmusee, das bedeutet ein Museum mit interaktiven Stationen. In diesem Fall sind das 35, die Thema von der Sinne und vom Gehirn drehen. Und die Experimentärstationen erlauben den Besucher, hier Sinne zu testen, respektive zu schärfen. Neben dem Matmachmusee gibt es auch einen Erdramp. Und für alle die, denen Erdramp vielleicht kein Begriff ist, ein Erdramp ist ein großes luftgefülltes Kissen. Bei uns hat das 10 auf 10 Meter. Und das kann man sich vorstellen wie einen großen Trampolin. Da befindet sich am Bandenbereich auch der Bistro Sinnesreich, das ist ein Restaurant, das auf saisonaler, regionaler Produkte sitzt und seine Karte dreht im Thema Kräuter. Neben dem Bandenbereich haben wir dann noch den Bausebereich, der ist 2,5 Hektar groß, auch Sinnesgard genannt. Da erwarten Besucher einen Spielplatz, ein Burgfeisweh, ein Hackellabyrinth, ein Multisportterrain, Seilbahn und noch mehr. Und seit letztem Sommer zählen wir das Maislabyrinth auch zu unserer Offer. Es handelt sich um ein temporäres Offer während des Sommermonats. Und da bleiben wir an sich dem Ausstellungskonzept vom Musee treu. Das heißt, an dem Maislabyrinth gibt es auch Interaktivstationen. Ganz interessant. Dann was für Besucher oder was für Klienten kommen oder sollen kommen? Wir haben 3 verschiedene Klientsegmente. Angefangen mit den Kannergruppen. Das können sowohl Schulklassen sein wie auch Kannergruppen als Betreuungsstrukturen. Für diese Segmente sind als Öffnungszeiten auch am ausgedehntesten. Das heißt, von Montags bis Freitags können wir hinein guidierte Visiten, Workshops und Erdramp-Seancen anbieten.
Neben den Kannergruppen haben wir dann aber auch die Familien, die ein wichtiges Segment sind. Und die Familie probieren wir für und allem Weekends von unserer Offer zu überzeugen. Und besonders gefreut sind auch die Kanner Geburtstagsfeiern. Da können wir zusammen mit dem Bistro Sinnesreich den Eltern, die hier ihre Kanner hier Geburtstagsfeier bei uns feiern wollen, ein relativ komplett Offer anbieten. Zu dem Segment von den Familien zählen wir auch Touristen, die hauptsächlich an den Schulvakanzen und natürlich für allem an den Sommervakanzen bei uns kommen. Seit ein paar Jahren zählen wir auch das Segment von den Gruppen aus Alters- und Pflegeheimen und auch aus wunderbaren Strukturen von Menschen mit Behinderungen zu unseren Klienten. Das bedeutet ja dann noch an engem, die braucht Bekleidung, dann lernen, an alles muss an der Reihe gehalten gehen, und so viel. Das wäre doch bedeutend, dass viele Leute hier engagiert sind. Die Lilia Gard beschäftigt 50 Menschen mit einer Beantragung an 17 Personen, die Leute enkadrieren, und 5 Personen kümmern sich um den administrativen Volet. Wenn da Gruppen kommen mit Kannern oder so, die gehen dann noch begleitet durch die Einzelateliers oder wie funktioniert das? Wir haben viele verschiedene Formule für die Kannergruppen. Die Standardformel ist aber, dass wir den Kannergruppen einen Guide zur Verfügung stellen. Der Guide ist eine Person mit Beantragung, die formiert ist. Und die begleitet dann die Kannergruppe durch das Mattmachmuseum. Wir haben auch Mitarbeiter, die Theatertransformation haben. Das heißt, die können dann mit den Kannern zusammen auf den Theaterraum gehen und die Seance animieren. Und dann haben wir unter anderem Ateliers, sowohl mit Kreativateliers wie mit wissenschaftlichen Ateliers, die auch von unseren Mitarbeitern mit einer Beantragung durchgeführt werden. Und wie sieht ihr ehrerbicht an dem Ganzen? Was möchte ich dann am meisten Freude oder am meisten Spaß an dem einfach ganz wichtigen Domain hier, wo du seht? Für mich ist es ganz interessant zu sehen, dass ich durch meinen Arbeitsalltag an einem Atelier Protégé gelernt habe, dass alle Personen, ob man es irgendwie urteilsfreie Chance verdient hat, und dass sie ganz oft positiv überrascht kann gehen. Das ist ganz schön zu observieren bei unseren jungen Besuchern, die unseren Mitarbeiter mit Beantragung ohne Vorurteile begegnen. Und das war auch ganz interessant zu observieren bei unseren älteren Besuchern, bei den Gruppen aus Alters- und Pflegeheimen. Die Leute sind an einer Zeit abgewusst, wo Inklusion vielleicht noch nicht so thematisiert ist. Und auch die machen eine ganz positive Erfahrung. Lommer über das geschwärzt, wie es ist. Du siehst bestimmt auch nach Projekten an der Pipeline, was die Zukunft betrifft, weil alles muss sich ja weiterentwickeln. Ja. Das ist hier bestimmt auch heute der Fall. Richtig. Also ein konkretes Projekt vom Park Sinnesreich ist der Ausbau von seinem Sinnesgarten. Du hast die das Sinnesgarten Pendant zum Bannebereich soll gehen, zum Mattmachmuseum. Das heißt, in Zukunft werden es hier Sinneszone gehen mit interaktiven Stationen. Und bei der Entwicklung von dem Projekt war es immens wichtig, dass wir das bestehend am Garten mit abziehen. Wir haben am Garten ein Wiss mit ganz vielen verschiedenen Obstbäumen. Und wir haben uns hier die Interaktivstation zum Geruchssinn so evaluiert, dass Kanner die Obstzuchten, die eben auch auf den Bäumen da finden, holen müssen. Das geht bestimmt ganz flott. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Merci auch. Das wirklich der Wert für hier hinzukommen, kommt alle gut, denn wir sind begeistert hier und ihr werdet auch sehen. Schon der ist die neuesten Ausgabe von unserer Zeitschrift von der Klever Kanton vorzustellen. Das ist eine Summerausgabe von diesem Jahr. Was steht da dran an der Zeitung? Da findet ihr einen anderen Artikel dran über den Gendarmerieposten am Belgisch-Lützeburgischen Grenzgebiet. Dann ist auch ein flotten Artikel dran über den AS Wünscher, den Fußballclub von Wünscher, wo ihn dann die Geschichte kann nachlesen von 25 Jahren von diesem Verein. Am Anfang steht den Editorial dran von unserem Präsidenten André Bauler. Und den hat sie überschrieben mit dem Titel «Vergisst Nordspitzt nicht». Da geht es unter anderem ein bisschen um die Problematik vom Transport hier oben am Norden, was den Bus an den Zugtransport anbelangt. Da geht es auch unter anderem um die Schulen,
den Kliewer Lycée gëtt do genannt. Da fën de noch an der Zeitung nach e Bericht iwwer der Generalversammlung, die das Dir zu Neizen stattfand huet, wo en da kann e bëssen iwwer Eis iwwer de Kliewer Kanton no lesen. Des Weiteren fand er an eiser Zeitschrift en Ausblick iwwer de Programm vum Küb 521 zu Mänesch. Dann gëtt doch nach en Artikel iwwer dichtech Ölwenter. Do kann en dann och no lesen, wen die Personen alles wären. Do geht den anderem e Bischof, et geht e Pioneier aus der Fliegerei, an dann iwwer de ganz bekannten Ölwenter de René Kloster, den Letzbeier Air Rescue gegrünnt huet. Dann fand er auch nach an eiser Zeitung einen Artikel iwwer d'Ardennenoffensiv, dat das schon den 8. Deel davon. Dann fand den auch nach einen Artikel dran vom Nico Hamen iwwer, wenn wir hier grad an der Gegend sind, iwwer den Kanal, der sollte gebaut gehen von der Belsch, von Bure bis hier op Hofeld. Voilà, das war eine Kurzvorstellung von den Artikeln, die da an der Summerausgabe von eiser Revue vom Kliewer Kanton fand. Ich wünsche einen bonne Lekteur an viel Spaß beim Entdecken von noch viele weiteren Artikeln. Aus dem Liliergard an der Park Sinnesreich an der Schöner Gemeng Wünscher ass dëskeier de Mission vum de Kliewer Kanton kom. Mir hoffen natürlich bësse Gefall an der konnte se gut Bild machen vun de verschiedenen Aktivitäten, déi hai ugeboden ginn. Wann der un eiser Summernummer interesseiert sit, da könnt ihr se bestellen iwwer eisen Internetsit www.dck.lu. Wir hoffen, et huet euch bësse Gefall an der Gifmreis am Hirschnees Rëm gesinn. Bis dohinner fir ech eng schön Zeit.